Leute, herzlich willkommen bei mir, Baba J, und bei einem neuen Video von mir. In nächster Zeit, also jetzt sicher diese Woche und nächste Woche kann ich nicht gamen, weil ich am Wochenende einen kleinen Unfall gebaut habe mit, wie sagt man das? Jo. Ja, mir ist mit der Axt der halbe Finger nicht abgehackt, einfach durchgehackt. Halt bis in die Hälfte vom Finger. Das hat jetzt müssen zusammengenäht werden wieder und seit 2 Wochen dürfte das Ding dann wieder funktionieren und wieder in den richtigen Finger sein. Läuft doch, oder? Aber ja, halt aus dem Grund müssen wir zurückgreifen auf Reaction-Videos, und für das hat mir der Tony da am wie sagt man das? Jo, Xander Stories seinen Kanal geschickt, und zwar mit dem Video da. 5 Geistervideos aus dunklen Albträumen. Ich bin schon gespannt. Mal schauen, ob sie gut sind oder nicht. I don't know. Wie immer, wir haben es zuerst nicht angeschaut. Ich würde sagen, wir schauen einfach gleich mal zusammen los. Und ich mache da wieder so ein bisschen kommentiertes Kommentar von kommentierenden Kommentierer. Und ja, sag so ein bisschen, was ich von diesen Videos halte. Ich würde sagen, ich habe genug gelabert. Schauen wir los. Ich finde, während es draußen immer schon so früh dunkel und ungemütlich wird, sollten wir uns mal wieder ein paar wirklich unheimliche Geistervideos ansehen. Macht es euch bequem, versteckt euch unter einer warmen Decke und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Nummer 1. Auf den Gängen versteckt. In diesem Video begleiten wir die mexikanische YouTuberin und Geisterjägerin Grisel Luna bei ihrer Erkundung eines für mich nicht ganz eindeutigen Gebäudes. Es sieht aus wie ein Gefängnis, aber ich glaube, dass es sich dabei um ein Museum handelt, welches ein Gefängnis darstellen soll. Auf jeden Fall erzählt man sich in der Gegend die Legende der Seele eines kleinen Mädchens, welches dort auf den dunklen Fluren gesehen werden soll. Und genau dafür ist Grisel nun da und erkundet die dunklen Räume völlig alleine. Wir schauen mal, was sie so erlebt. Dieses Mädchen dort im Knast? Nach den unheimlichen Geräuschen ist sie ziemlich verunsichert, doch setzt ihre Untersuchung innerhalb der Räume fort, bis sie dann etwas erlebt, was deutlich unheimlicher ist. Ja, schon will ich sagen, so, es wäre ja ein bisschen lame, wenn es jetzt das schon alles gewesen wäre. Ich meine, dass es in einem leer stehenden alten Gebäude einzelne Geräusche gibt, das ist klar.
Kurz nach diesem Erlebnis bricht Grisel ihre Erkundung dann ab und verlässt das seltsame Gebäude. Aber was denkt ihr? Könnte es dort spuken? Was ist die Erklärung für die seltsamen Schatten? Nein, es spukt dort nicht. Die Erklärung ist, das sind Kollegen von ihr gewesen. Gut, nächstes Video. Diese junge TikTok-Nutzerin dreht für gewöhnlich nur Videos über sich und ihr Leben, sowie ab und an mal ein paar Comedy-Sketches. Sie hat also absolut nichts mit Geistern und übernatürlichen Dingen, also all dem, was uns hier jetzt interessiert, zu tun. Doch eines Nachts erlebt sie etwas Unheimliches mit ihrer Freundin, was sie dazu veranlasst hat, das Ganze in einem Video zu erzählen. Und das Ganze sollte nur der Anfang von einem länger andauernden Spuk in ihrem Haus werden. Because what did we see? We're like walking outside of your hallway and like a man standing at the door. Okay, you can kind of see it in my mirror, but that's the door, and we swore we saw just like a shadow of like a big male figure right over there. Wait, did you hear that? Nachdem sie hinter sich eine Tür hört, ist sie sichtlich verwirrt, doch als man dann auch noch ein unheimliches Lachen hören kann, wird es ihr dann auch zu viel. Doch damit hört es nicht auf. Einige Zeit später wird sie durch ein lautes Poltern in der Nacht aufgeweckt und zückt sofort ihr Handy, um das Ganze aufzuzeichnen. Natürlich. Somebody's coming from garbage. Somebody's coming from garbage. So this is an old mirror that I upcycled, and I swear that sometimes you can see stuff in the background of the mirror that isn't actually there in real life. So I'm just gonna do a couple back and forths, but I'm curious to see if anyone sees anything that maybe I didn't catch. There we go. Here's the mirror. Also, amix sind mir die Videos echt irgendwie jetzt dämlich. Jo. Halt die Ziehsöcke an, ich will nicht deine scheiß Füße sehen. Fuck. My apartment. Alright, comment if you see anything else. Okay, so it's August 27th, and my mirror has been showing these orbs all day. Look at that one. So I wanted to Oh see if meine I could Fresse, catch bist du dumm Smells wie really ey. dark. Ah. Was für ein beschissener Ort, meinst du das Ding da? Okay, schau mal, deine Handyhülle, die reflektiert das Licht, das von da oben kommt und vom Spiegel auf dein Handy reflektiert wird. Das reflektiert zurück auf den Spiegel und dann gibt es so etwas da. Meine Fresse, okay, Leute, tut mir leid, aber nächstes Video. Verlassen den Tempel, welchen er mitten in der Nacht und völlig alleine erkundet. Es ist allerdings nicht das erste Mal, dass er sich in dieses Gebäude begibt. Vor längerer Zeit war er schon einmal dort und erlebte etwas ziemlich Merkwürdiges, als er eine unheimliche Gestalt in einem der Räume aufzeichnete. Und genau in dieses alte Gebäude begibt er sich nun ein weiteres Mal, um dem Ganzen auf den Grund zu gehen. Ja, Läuft weil also durch die teils stark ver- logischerweise geht man ja auch also Ort wieder zurück, wo man sich fast in die Hose pisst, weil aus dem Nichts irgendeine dunkle, dämonische Gestalt dort gestanden ist. Ja, das tönt doch verlockend, dort nochmal hingehen und schauen, du, wer ist denn das überhaupt gewesen? Bring ich den nochmal auf die Kamera hin? Vielleicht kann ich ihn ja interviewen, einen Joint mit mir rauchen, ganz gemütlich, ein Bier hinter der Kippe. Läuft halt der Dämonenparty, yo! Gefallenen Räume und schaut, was der Tempel so für ihn bereithält. Und das schauen wir jetzt auch. Also das Haus an sich, muss ich sagen, das sieht cool aus. Ich würde dort auch gerne mal filmen. Ist noch nice.
sturzgefährdet aus, aber sonst, ja, bin chill. Ja, nee, ne? Aber über Wasserschaden, ich sollte vielleicht mal etwas trinken. So. Ja, der Junge kann ich irgendwie. Das habe ich glaube schon mal in einem Video gesehen. Ah, dort hat sich etwas bewegt. Au, dort kann ich. Aber, ja, so von der Höhe her, Fledermaus, ist jetzt auch nicht speziell. Übrigens, das da Habt ihr habe es ich auch für gesehen? eine Person Gerade als er den großen Raum betreten hatte, sieht man Das ist etwas ein Kollege ziemlich von ihm. Unheimliches. Wir schauen einfach nochmal Ja, genauer da hin. sieht doch aus wie ein Kollege, Mann. Aber ja, Habt ihr es das jetzt soll gesehen? mit einer Achtet mal auf Tür, diese aber- Tür Ja, hier. genau. Man erkennt, wie ein dunkler Schatten, zu groß Ja. für eine Fledermaus, mit einer ziemlich was hohen wird so groß für Geschwindigkeit am eine Türrahmen Fledermaus? vorbeifliegt und im Sag Flur noch mal. verschwindet. Doch jetzt schaut im selben Aber Moment das zu könnte dieser immer noch ein zweiten Tür. Vogel sein. Auch hier Dann ist sieht es halt man kein nur eine Sekunde Fledermaus, später mir doch einen egal. großen Schatten. Weil Dieser das scheint zwar tatsächlich sagen, durch den grosse Flur zu gehen. Fledermaus, aber, Doch auch das ist noch nicht alles. Ja, so ist ein Achtet Vogel. immer noch im exakt demselben Moment mal auf diese Seite des Raumes. Was ist jetzt Dort nicht da? erkennt man eine seltsame Gestalt, die aus Nein, dem ich hatte Nichts den erscheint und sich erkannt. scheinbar auch wieder in Luft auflöst. Was könnte das sein? Es sieht beinahe aus wie eine Art Gesicht, welches dann wieder verschwindet. Und all das passiert gleichzeitig, als er gerade den großen Raum betritt. Aber schauen wir mal, was er noch Also so ich habe entdeckt. den Kreisgesicht gesehen. Vielleicht ist sie auch ein bisschen kühl dort drin und das war sein eigener Atem gewesen. I don't know. Oh, schau mal, Blumeli. Schön. Sehen Sie, da oben hat es jetzt auch wieder irgend so einen Nebel gehabt. Ist das jetzt auch ein Geist gewesen? Das ist schon wieder. Geister, ja Mann. Oh, ein gruseliger Löffel. Passiert da noch etwas? Also, die hohen Geistervideos werden immer schlechter, immer lamer. Das ist ein Skelett, kein Geist im Volk. Wo? I do not see anyone. Leute, es kann sein, dass ihr das jetzt
wegen der ganzen Bearbeitung und so nicht ganz werden audiomäßig so darauf haben wie ich da, aber ich kann mit Kopfhörern, die haben so überall kleine Lautsprecher drin. Ich kann so hören, von wo was kommt und so. Und seine Stimme kommt von hinten. Genauso wie die Schritte. Das heisst, die kommen von dort, wo er ist. So wie das in meinem Headset tönt. Und vielleicht haben die ja auch ein Gaming-Headset und hören das auch so. I don't know. Aber zumindest für mich tönt das so, als würde er die Schritte machen. Also einfach ein bisschen mit den Füßen auf dem Boden und Bodeln? Ich kann nicht richtig reden, Mann. Ich kann zu viel Schmerzmittel genommen. Also, was ich wollte sagen ist, für mich tönt es so, als würde er mit den Füßen auf dem Boden rumscharren und die Geräusche machen. Es kommt halt aus der gleichen Richtung wie seine Stimme so. Ist vielleicht ein bisschen jetzt gutes Mic dabei, Bro. Nein, das hat nicht tönt, als würde ich von vorne kommen. Tut mir leid. Ich kann aber das Headset nicht falsch umhalten, so, weil seine Stimme kommt von hinter der Kamera. Ja, es tut mir leid, falls ich euch jetzt die ganze Gerüsselstimmung versaue, so, aber ich habe echt die Schnauze voll von diesen beschissenen Fake-Videos. Zeigen wir mal etwas Gutes, zeigen wir mal gute Fake-Videos. Das ist okay. So, wenn ich kann sagen, weiss nicht, ob das echt ist oder nicht. Kann ich nicht sagen. Dann bin ich schon zufrieden. Aber der Bullshit, Bro. Hübsches Mädchen. Ja, ja, genau. Natürlich. Ja, das gesehen. Kurz darauf verlässt er das unheimliche Gebäude und lässt die seltsamen Erlebnisse hinter sich. Aber was denkt ihr? Was waren das für Schattengestalten, die er dort aufgezeichnet hat? Könnte es sein, dass es dort spukt? Und die Frage aller Fragen. Nein, es kann nicht sein, dass es dort spukt. Würdet ihr euch trauen, solch ein Gebäude selbst einmal aufzusuchen und noch dazu mitten in der Nacht? Ja, würde ich. Nummer 4. Mach ich auch. Verlorene Versprochen. Aufnahmen. Dieses Video, welches ihr gerade seht, ist schon etliche Jahre alt und hat einen unheimlichen Hintergrund. Es stammt nämlich von einer Kamera, welche ein Hobbyhistoriker in einem alten verlassenen Gebäude in England gefunden hatte, als er sich dieses gerade ansah. Verwundert über die teure Kamera, die dort scheinbar einfach liegen gelassen wurde, war er gespannt darauf, was die Aufnahmen zeigen würden. Doch was er fand, bereitete ihm eine ziemliche Gänsehaut. Aber seht selbst. Das ist schon geil, Leute. Viel zum Anschauen. Ist das ein Busserwagen? So Katakomben finde ich interessant. Was ist das? Ein militärischer kleiner Bunker? Dumm. Ja, okay, dort ist so eine Kapuzengestalt gestanden und dann muss man natürlich unbedingt auf den Boden runterfilmen. Ich habe gar nicht gesehen, nein. Ja, nur schon, ja, weißt, ich habe das auf einer Kamera gefunden, wo
ja so einfach per Zufall dort rumgelegen ist und ist noch im Und hier tipptopp endet das Video. Zustand gewesen, Habt ihr es voll gesehen? easy und Als der Kameramann ja, gerade einen der dann Gänge denke entlang ich, der nehmen Sie Klippe einfach beim mal nächsten mit Gang der und Türe eine dann große, schauen dunkle wir da Gestalt, mal die rein dort und auch das regungslos Video auf steht, ihn YouTube beobachtet oder? und im nächsten Moment verschwunden ist, ohne dass der Kameramann überhaupt etwas bemerkt hat. Doch als er ein Stockwerk weiter oben scheinbar plötzlich ein Geräusch hört, dreht er sich um und beginnt plötzlich zu laufen, woraufhin das Video einen Moment später endet. Die Kamera wurde gefunden, doch von dem Besitzer fehlt bis heute jede Spur. Was könnte mit ihm passiert sein? natürlich. Und was war das für eine unheimliche Gestalt? Gerade die Tatsache, wie groß diese Schattengestalt ist, macht das Ganze so seltsam. Könnte So es ein groß, Mensch wir haben gewesen keinen sein? größeren Oder Vergleich. vielleicht etwas ganz anderes. Wir können nicht sagen, Wie ob das würdet ihr vielleicht nur reagieren, ein wenn ihr so Meter etwas ganz 50 alleine oder in einem 3 verlassenen Meter Gebäude oder so. begegnet? Ihr entscheidet. Bitte. Nummer 5. Ein alter Bekannter. Vielleicht kommt einigen von euch dieses Gesicht dann noch bekannt vor. Es handelt sich dabei um einen TikToker, dessen Geschichte wir uns vor einiger Zeit angesehen haben. Er hatte einige unheimliche Dinge in seinem Haus Also, ich erlebt, probiere welches ihm fürs vererbt nächste wurde. Video Und ein bisschen mittlerweile offen gibt es Neuigkeiten bzw. neue Ereignisse, die wir uns ansehen können. Vorher Aha. nochmal ein kleiner Rückblick auf das, was bisher geschah. Wir beschäftigen uns jetzt mit der Geschichte dieses TikTok-Nutzers, dessen Leben sich in den letzten Ah, Monaten natürlich stark wieder verändert. TikTok. Der junge Familienvater steckt zusammen mit seiner Tochter und seiner Partnerin Entschuldigung, gerade abseits eigentlich geworfen. total im Familienglück, da er ein gemütliches Haus mit Garten und Scheune geerbt hat und dort gerade eingezogen ist. Für den Umzug mussten sie viele Stunden mit dem Auto zurücklegen. Das liegt daran, dass dieses neu geerbte Haus seinen verstorbenen Großeltern gehörte, welche weit entfernt lebten. Das Haus wurde ihm von seiner kürzlich verstorbenen Großmutter vermacht, welche dort zuletzt lebte. Doch seine Großeltern hat unser TikToker nicht gesehen, seit er 5 Jahre alt war, da seine Mutter aus für ihn unbekannten Gründen den Kontakt zu den Großeltern schlagartig abgebrochen hatte und er sie seither nie wieder sah. Überrascht über das plötzliche Erbe fährt er also mit seiner Familie den weiten Weg zum neuen Haus, doch merkt recht schnell, dass dort irgendetwas nicht stimmt. Er findet zahlreiche Hinweise und alte Gegenstände, die auf das Leben und die Geschichte seiner Großeltern hinweisen. Und in all dem Gerümpel an alten Dingen findet er schlussendlich einen an ihn gerichteten Brief seiner Großmutter. In diesem erklärt sie zuerst, dass sie es sehr bedauert, ihn sein Leben lang nicht gesehen zu haben, was aber angeblich nicht in ihrer Macht lag und dass sie sich freut, ihm das Haus vererben zu können. Doch im letzten Satz weist sie ihn darauf hin, dass dort nachts merkwürdige Dinge passieren und er keine Angst haben sollte. Und nach Gesprächen mit alten Nachbarn und Bekannten findet er langsam heraus, dass sein Großvater nicht unbedingt gewöhnlich war und er ein dunkles Hobby ausübte. Ein Hobby voller Rituale zur Bekämpfung böser Geister und Dämonen, welches er lange Zeit in diesem Haus praktizierte. Sein Großvater steckte also tief in der Thematik des Paranormalen und seine Großmutter warnt ihn vor den unheimlichen Dingen, die nachts in seinem neu bezogenen Haus passieren könnten. Und tatsächlich berichtet seine Familie schon in den ersten Nächten von merkwürdigen Geräuschen im Haus. Und auch unser TikToker macht kurze Zeit später seine erste unheimliche Erfahrung. Aber seht selbst. Okay, I just heard a loud bang out here. It's the middle of the night. Sounded like it was coming from the kitchen. Hello? Oh, shit. Hello? Is there somebody fucking here? Okay, I was just hearing some scary noises coming from the entrance, and this just fucking happened. I'm out here in my living room again, which is right by where that chair moved the other night, and I don't know, there's just been like scary shit going on around that. What was that? Oh shit! What the fuck? This shit is getting too fucked up to believe. So I just captured something else on tape. I was actually taking the tape. I did not notice it at all, but you go ahead and take a look at it. Okay, I just heard a really loud noise coming up here from the same place where all the other stuff has been going on. Like something was dragging across the floor. Lights, like everybody says. Okay, come on. I know I heard something. I don't fucking know. There's nothing here.
Also ich würde sagen, Was das denkt ist so ihr? ein War es ein Pop-Aufsteller Fehler, von das Haus Justin seiner Großeltern Timberlake oder so. anzunehmen? Stimmt es doch tatsächlich. Ich bin tatsächlich noch auf einen kleinen Ausschnitt gestoßen, den ich euch damals gar nicht gezeigt habe. Und doch Es handelt sich weiter, dabei um also. eines der allerersten Videos, die unser TikToker in seinem neuen Haus überhaupt gemacht hat. Als er gerade mit seiner Tochter die Räume erkundet, sieht man es im Spiegel. Dort scheint eine dunkle Gestalt zu stehen, die ihn beobachtet und laut seiner eigenen Aussage definitiv nicht anwesend war. Was meint ihr, könnte das sein? Ja, ganz Doch einfach, kommen wir jetzt Justin zu seinem Timberlake neuesten Erlebnis stalkt ihn. im Haus. Das willst du machen. Has Okay. happened, and I'm hearing what sounds like somebody Weißt du walking was? around Nein, on Alter, the komm. floorboards. Ganz ehrlich, Leute, tut mir leid. Das Video ist unten verlinkt, wenn ich den Rest noch gesehen. Aber sorry, das ist so Bullshit, ey. All die Geistervideos und so Shit in letzter Zeit, das ist einfach nur Müll. Einfach nur reiner Müll. Es tut ja schon fast weh, so ein Scheiß muss ich schauen. Ja, also ich würde mal sagen, danke viel mal fürs Zuschauen, weil wenn ich das jetzt nicht als Video gemacht hätte, hätte ich mir den Scheiß nicht komplett reingezogen. Ja. Also, was soll ich da noch dazu sagen? Ich halte jedes einzelne Video für Fake und für komplette Bullshit und ja, ich denke, das wäre es für die nächste Zeit mal gewesen mit Geistervideos, Alter. Das ist so Bullshit, ey. Scheiße. Ich denke, ich bringe euch da jetzt vielleicht mal wieder ein cooles Video, aber okay, ja, in dem Fall machen wir da mal kurz so. Und wo haben wir es da? Mag ich nicht. Super, tipptopp. In dem Fall würde ich sagen, nochmal danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tut mir leid, dass ich euch da so ein Bullshit-Video gegeben habe. Ich schaue, dass wir für nächste Woche etwas Besseres finden, um darauf zu reagieren. Ja, dann habe ich mal meine Fresse, wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, schöne Nacht, was auch immer, wann auch immer ihr das Video schaut. Man hört sich, euer Green Jay. Peace! Oder besser gesagt, Peace! Ah ja, und spielt nicht mit scharfen Äxten.